Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns momentan im Schwarm rein, denn wir haben die letzte Folge hier beim Grimmkind schön gemütlich die 3 Flammen eingesammelt. Das beim ersten Mal habe ich ja gefällt, wie ein richtiges Elend. Aber ich würde sagen, wir machen uns direkt mal auf den Weg Richtung Mistmond, denn mich wundert, was jetzt passieren wird mit dem lieben Grimm und ob wir das komplett abschliessen können, was da gerade vor sich geht. Also, weil ich würde natürlich das Thema Grimm auch noch gerne abschliessen, bevor wir das komplette Thema Hollow Knight beendet. Also was sicher mal noch fehlt, was ich bis jetzt weiss, ist aber, das Hornet müssten wir irgendwo noch finden. Wo genau, weiss ich noch nicht. Da muss ich mich immer noch ein bisschen schlauer drüber machen. Plus das Kolosseum. Und dann sollten wir eigentlich langsam Richtung Ende kommen. Ausser es kommt wieder irgendetwas dazwischen. Ausser es kommt wieder irgendetwas, was ich dann plötzlich finde und denke, wow, nein, das müssen wir unbedingt machen. Aber sonst sieht es eigentlich so weit aus, dass wir eigentlich dann langsam Richtung Ende gehen. So, dann würde ich sagen, ab zum Lift und dann schnellstmöglich ab nach Mistmond. So, eintreten! Ja, unsere wunderschöne Bahn. Dann machen wir uns doch gerade mal auf dem Weg mit unserem leuchtenden Knopf. Los geht's! Kurze Spritzfahrt muss ja mal ab und zu einmal sein. Bisschen Auszeit, bisschen geniessen. So, noch schnell abhückeln, nehmen wir nämlich das Leben voll und los geht's. Dann machen wir uns doch schon mal auf den Weg zum Hirschkäfer. So weit entfernt sind die ja doch gar nicht. Oder? Ah, den kennen wir ja, da bin ich schon gewesen. Da sind wir doch schon gewesen. Da war der liebe Dings gewesen. Und das heisst, jetzt müssten wir da nämlich rechts. Okay. Alles klar, dann sind wir ja schon ziemlich fleissig unterwegs. Und dann hoffe ich einmal, dass das jetzt mit dem, dass wir jetzt nicht mehr nochmal gegen den Grimm kämpfen müssen, sondern dass jetzt einfach nur irgendein Szenario kommt. Weil wenn wir nochmal gegen ihn kämpfen müssen, ja, Jägerli, gehe ich auch davon aus, dass er ziemlich viel stärker wird sein. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich dann dem überhaupt schon gewachsen bin. So. Ich kann noch schnell ein Läuteln, dann wir trotzdem da noch schnell ausruhen. Ich kenne mich, sonst vergesse ich noch irgendwann in Mistmond. Nein, auf mich nicht vergessen, in Mistmond aufs Bänkli gehen. In Mistmond aufs Bänkli gehen. Ich wiederhole es gerne nochmal, in Mistmond aufs Bänkli gehen. So. Dass ich es ja nicht vergessen. Und sonst müssen wir dann von dort wieder anfangen. So. Dann einmal abhückeln. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns doch mal schnell auf den Weg zu ihm. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir jetzt zusammen kämpfen müssen. Oh, also blöd gesagt, in seinen Augen nochmal ein Tänzchen aufführen. Und mir ist ja der Kommentar gesagt worden, wenn er sich verneigt, darf ich nicht mehr auf ihn draufschlagen. Hä? Da ist doch die Halle. Hä? Okidok, in dem Fall nicht, dann gehen wir noch eins weiter. Das Zelt hat sich... Hä? Hallo? Also er hat alles so Sachen um sich herum, wie so mit einem Traumnagel, den ich mir draufschlage. Das mache ich, glaube ich, jetzt einfach einmal. Okay, alles klar. Ziemlich speziell, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen da wahrscheinlich nochmal rein, er saugt die Flammen nochmal auf. Und wir kämpfen dann ganz normal nochmal gegen ihn, aber jetzt sind wir in seinen Träumen drin. Okay. Dann schauen wir mal, was er da hübsches am Träumeln ist. Oh nein, das klingt schon mega... Scheiter. Wow, nein, was... Oh mein Gott. Albtraumkönig Grimm. Okay. Auf das bin ich gar nicht vorbereitet, was da gerade passiert. Und tot. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das ist ja wirklich nicht gerade normal, was da gerade läuft. Aber ich frage mich jetzt gerade, ob ich überhaupt unser Grimmkind brauche, um gegen ihn zu kämpfen. Weil da würde ich lieber wirklich mal schon ein paar andere Sachen mitnehmen. Aber das müssen wir ganz kurz mal schnell ausprobieren. Und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ach du Heilige! Ist das gerade abgegangen? So, ich probiere die Sachen jetzt schon mal rausnehmen schnell. Die Sachen da auch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das wieder, das mit. Ich bin mir unsicher, ob wir uns schaffen zu heilen. Darum nehme ich lieber den Schattenspur mit. Was nehmen wir noch mit? Unser Traumschild könnte noch nützlich sein, weil es auch wieder mehr Schaden macht. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir haben jetzt so viele Sockel. Das finde ich mega genial, dass wir so viele Sockel haben am Start. Könnte ich eigentlich Schwarmblut mitnehmen? Das wäre eigentlich eine Möglichkeit.
Das wäre jetzt wirklich eine Möglichkeit, dass wir Schwarmblut mitnehmen, dass wir uns nicht mehr mit selber heilen, sondern dass das automatisch passiert. Aber mich wundert es jetzt, ob wir trotzdem noch mit ihm können. Auch ohne Grimmkind, okay. Das Kind. Nein, ohne Kind können wir nicht zu ihm. Okay. Aber ich kann es halt ganz kurz schnell ausprobieren. Daher, ja, dann müssen wir doch das Grimmkind mitnehmen. Dann müssen wir halt schauen, was wir jetzt das mal nicht mitnehmen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich das wirklich schon mit Schwarmblut probieren oder ob ich jetzt eigentlich in den scharfen Schatten raus und dafür das Grimmkind mit. Komm, machen wir so rum. He? Probieren wir es mal. Ich bin unschlüssig, ob wir den Kampf irgendwie eine gewisse Chance haben, weil er ist schon gewaltig stärker und einiges schneller. Also wirklich viel schneller als beim letzten Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben. Daher würde ich sagen, wir probieren es jetzt mal und schauen mal, was daraus wird. Dann sind wir da schon wieder in seiner Träume rein. Aber der hat ja auch komische Träume, dass der im Traum gegen uns kämpfen will. So. Albtraumkönig Grimm. Albtraumkönig Grimm, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Okay. Jetzt zieht er auch noch so Flammen hinter sich her. Und er macht mir 2 Schaden aufs Mal. Ui, jetzt schießt er 4. Ach du Heilige. Und jetzt macht er Flammensäulen. Und fertig. Okay. Also er hat ein paar neue Fähigkeiten. Nicht nur ein paar, sondern ein paar viele neue Fähigkeiten. Flammensäulen. Und jedes Mal tut er eine Flamme hinter sich herziehen. Ich probiere das jetzt noch mal 1-2 Mal aus. Und sonst würden wir den Kampf verschieben. Weil dann würde ich nämlich sagen, dann versuchen wir lieber uns nochmal unser Glück im Kolosseum. Und würden uns dann gegen den Schluss nochmal gegen den Grimm kümmern. Albtraumkönig Grimm! Der Sound ist aber einfach geil. Das Mal ist es wirklich andere Liga. Jetzt kann man ihn auch nicht mehr so leicht einfach schnell angreifen. Okay. Nein, jetzt geht er gegen auf. Er macht viel Schaden. Jetzt habe ich mir zweimal vom gleichen verwischen lassen. Okay, aber wie soll ich ihm denn Schaden machen? Das verwundert mich die ganze Zeit. Ich komme ja nicht an ihn an. Wie soll ich dem Typ eigentlich Schaden machen? Das ist das Einzige, wo ich mich jetzt die ganze Zeit frage. Wie soll ich ihm Schaden machen? Ich kann ihn weder richtig schlagen irgendwann, noch hat er irgendwie... Weil er ist viel schneller unterwegs, wirklich viel schneller. Da bleibt ja eigentlich die einzige Lösung, dass wir eigentlich keinen Schaden machen, sondern dass wir Schaden machen. Sehe ich das richtig? Komm, Schwarmblut bringt das wirklich nicht viel gerade momentan. Ich würde sagen, komm, wir nehmen mal die Glühwürmchen mit und unsere Spinneli. Wir versuchen es jetzt nochmal. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen weiterkommen. Weil ich glaube eben, das ist auch eine Gewöhnungssache, wie er jetzt seine Fähigkeit einsetzt, was er genau einsetzt. Jetzt beim zweiten Mal ist es mir schon leichter... hat es mich schon leichter gedunkt, gegen ihn zu kämpfen. Ohne Kind dürfen wir ja nicht gegen ihn kämpfen, aber wir können auch keine Unterstützung über vom lieben Grimmkind. Was eigentlich ziemlich schade ist. Es wäre cool, wenn er eigentlich mit uns zusammen würde gegen ihn kämpfen. Aber ich würde sagen, wir probieren es jetzt noch einmal. Komm. Weil der Sound ist auch richtig episch. Also ich freue mich jedes Mal, wenn er kommt und der Sound losgeht, ist einfach richtig episch. Und jetzt probiere ich hauptsächlich aufs Ausweichen konzentriert zu sein. Das ist aber schon mal gar nicht auf Ausweichen konzentriert sein. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass er... Hey, ich muss mich so daran gewöhnen, dass er jetzt, wenn er die schiesst, bin ich mich so daran gewöhnt, vom letzten Kampf einfach oben rausgumpen und ihm dann ein paar Hits geben. Vergiss den Fisch, ich muss wirklich einfach ausweichen. Ausweichen. Mehr gibt's ja nicht. Der scharfe Schatten habe ich auch mit dabei, gell? Nein, den scharfen Schatten habe ich nicht mit dabei. Das wäre aber noch cool. Ich könnte wirklich durch ihn durchglitschen, um noch mehr Passivschaden zu machen. Aber ich würde jetzt mal sagen... Wir probieren es jetzt einmal so, sonst hole ich mal noch den scharfen Schatten und dann probieren wir es einmal mit dem scharfen Schatten. Und sonst ab ins Kolosseum. Wie das immer wunderschön eingeblendet wird, wie er heisst, da muss ich ja gar nichts mehr dazu sagen. What? Oh, also wenn die Flammen am Boden sind, darf ich auch nicht reinlaufen. Verwünscht er mich auch noch.
Nein, ich bin genau noch drin. Dumme Nudeln. Genau, aber genau das gleiche wieder. Ich habe das Geräusch gehört und habe genau in dem Moment gedacht, so komm, da komme ich doch einfach mal schnell durch. Ich persönlich würde sagen, ich komme eh nicht zum Hitten. Ich komme wirklich nicht zum Hitten. Was für mich eigentlich bedeutet, ich nehme den scharfen Schatten mit, um versuchen, auch durch ihn durchzugehen. Also wir setzen jetzt eigentlich alles dran, dass ich ja nicht muss gegen ihn kämpfen muss, sondern dass ich wirklich allgemein nur passiven Schaden auf ihn auswirke. So, let go! So, das einzige Neue sind ja eigentlich seine Flammen, die er jetzt mit sich zieht. Also die Flammen, die hinter ihm durchgehen und die Flammensäulen, die er macht. Aber das sollten wir ja irgendwie in den Griff bekommen. So, jetzt lasse ich eigentlich nur noch meine Sachen Schaden machen. Bedeutungsweise meine Stinkenwolken, meine Dornen der Qual, meine Spinneli, meinen scharfen Schatten. Also wir versuchen eigentlich wirklich nur ausweichen. Tönt leichter als es ist, aber mal schauen. Vielleicht bringen wir es ja irgendwie an. Alter, am König Grimm! Genau, so habe ich gemeint. Aber dann muss ich im Nachhinein auch noch den Flammen ausweichen. Hä, ich bin doch... Nein, vergiss den Fisch, hey. Der Typ macht so schnelle Fähigkeiten. Ich habe keine Reaktionszeit gegenüber dem. Dem Löli. Wie kann der nur so stark werden? Was mich jetzt wundert, ist das eigentlich der stärkste Gegner, den man in Hollow Knight gegen den man kämpft? Das wundert mich jetzt wirklich, ob das einer der stärksten Gegner ist oder nicht. Und was passiert eigentlich, wenn ich ihn besiege? Komme ich da einfach Traumessenzen über? Komme ich das Grimmkind noch verstärkt über? Das wundert mich, darum wollte ich ihn eigentlich besiegen. Alter, am König Grimm! Deine letzten Stunden haben geschlagen. Ah, jetzt kommt Flammensäule, okay. Wenn er einfach so in der Luft schwebt, kommen Flammensäulen. Okay. Das mit dem Ausweichen funktioniert noch nicht so ganz. Wow! Der ist so schnell, ich komme drauf nicht klar. So, last Versuch, letzter Versuch. Danach ab ins Kolosseum. Dann werden wir aus dem Kolosseum noch schnell ausprobieren, dass wir die dritte Runde endlich einmal zu Ende bekommen. Weil dann haben wir auch einen Talisman-Sockel mehr. Vielleicht bringt uns das auch mehr im Kampf gegen den lieben Grimm. Und dann tue ich mich sowieso mal schlau machen, ob da vielleicht eine gute Kombination gegenüber dem Grimm vielleicht etwas mehr bringen würde, als das, was ich jetzt da gerade versuche. So, last one. Flammensäulen. Okay, das habe ich jetzt... Jetzt bin ich jetzt viel zu langsam gewesen. Oh, ich kann ihn können schlagen. Ich glaub's gar nicht. Was? Also eine Phase haben wir, wie es aussieht, durch. Hey, dass mich das noch verwünscht hat. Eine Phase haben wir durch, also wie es aussieht, vertreibt er doch nicht so viel, wie ich gemeint habe. Komm, noch einmal. Noch einmal. Einfach auf des guten Willen, weil ich habe das Gefühl, wir können ihn besiegen. Ich glaube daran, ich hoffe daran. Ich bin guter Hoffnung, dass wir das hinbekommen. So, let's go. Let's go. Da schlüpft er aus dem Konkon. Ja, jetzt ist er auf die falsche Seite. Flammensäulen. Ah! Okay. Nice, okay, ich kann mich genau töpfen lassen von dem. Okay, also eben viel Leben hat er wirklich nicht. Während der Flammensäulen im Versuch, ihn auf den Keks zu hauen, ist, wie es aussieht, eine gute Möglichkeit. Und ich komme ins Feuer rein. Ah Mann! Ah Mann! Wenn wir uns nochmal einen Versuch wagen,
Wenn wir uns nochmal einen Versuch wagen? Ich würde sagen, let's go. Komm, jetzt haben wir die erste Phase schon mal geschafft und bringen wir die anderen auch noch an. Jetzt muss ich mich einfach aufhören, so viel treffen lassen und dann kommt das doch gut. Dann kommt doch das gut. Dann können wir uns ja sonst in der nächsten Folge ums Kolosseum kümmern. Vielleicht bringen wir jetzt per Zufall irgendwie den Gegner mal an. Komm vorwärts, ich muss vorwärts machen, Grimm, komm. Genau, komm, das bist du, let's go. Ah, die Flammen. Gut, das mal. Oh, jetzt das mal heizt wir aber böse rein. Das mal. Oh, jetzt hätten wir aber böse eingeheizt wieder. Jetzt hätten wir aber wieder böse auf den Deckel gegeben. Come on. Grimm. Gib mir doch eine kleine Chance. Gib mir doch einfach eine kleine Chance. Bitte. Ich wollte doch einfach das Spiel irgendwie so gut wie möglich mit allem beenden, was ich finde, machen und tun. Und dazu gehörst auch einfach du. So. Also ausweichen, bis die Flammensäule kommen. Wenn die Flammensäule kommen, in die Gegenrichtung gehen und ihm ein paar Mal auf den Deckel hauen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Genau. Aber in 3 gehen darf ich auch nicht, das macht mir auch Schaden. Das ist noch gut zu wissen. Nein, ich kann genau noch zwischendrin stehen. Und tot. Mann, jetzt bringen wir nicht mal mehr die erste Phase an. Lohnt sich das überhaupt weiterhin gegen den zu kämpfen? Ich glaube, es ist wirklich auch wie beim letzten Mal. Einfach ein auswendig lernen und das mal einfach noch schneller spielen. Wirklich noch schneller, viel schneller spielen. Leben auffüllen können wir wirklich erst, wenn die Stacheln raufkommen. Im Schlag können wir erst, wenn die Feuersäulen kommen. Ich muss einfach wirklich ihn gut in den Auge behalten und dann sollte das gut funktionieren. Komm, let's go, nochmal ein Versuch. Nochmal ein Versuch. Wir lassen uns nicht aufhalten von dieser Nudeln. Hä? Jetzt wollte ich gerade ausweichen. Und tot. Also jetzt gibt er Vollgas. Jetzt gibt er Vollgas oder ich stelle mich einfach zu dumm an. Lass mal. Komm, lass mal. Nochmal, let's go. Let's go. Let it go. So, wir müssen irgendwie viel mehr Schaden machen. Am besten wäre halt, wenn wir mit voller Seele da rein wären, dann könnten wir nämlich wirklich die ganze Zeit unseren Flügen Schaden machen. Aber wir müssen ein, zweimal treffen, um auch unsere Flügen mal haben. Okay. Ja, okay, da können wir uns mal treffen lassen. Okay. Menomen. Okay, Leben anfüllen. Nicht viel, aber wenigstens eins. Ah, die Schießflamme. Okay. Nein! Okay, aber in die zweite Phase sind wir das mal schon wieder gekommen. Jetzt ist es schon wieder viel besser gelaufen. Jetzt ist es schon wieder ein bisschen viel besser gelaufen. Ich werde mich jetzt versuchen, beim nächsten Anlauf wirklich total zu konzentrieren. Mich wundert es jetzt auch wirklich, hat er 3 Phasen oder 4 Phasen. Beim letzten Mal hat er 4 gehabt, darum würde ich davon ausgehen, dass er auch das mal 4 Phasen hat. Aber wenn wir die erste bekommen, dann schaffen wir auch die restlichen. Es ist einfach wirklich Konzentrationssache. Schön immer gemütlich ausweichen, im richtigen Moment im Eis auf den Zipfel hauen und dann sollte das gut funktionieren. So, let's go. Ah, jetzt bin ich genau in die Flammen rein. Nein, wieso hat es mich da noch verwünscht?
Was hat mich das noch verwünscht? Nein, oh Mann! Oh Mann! Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Aber ich will sagen, wir versuchen es nochmal! Lecco mio, der Gegner, Mann, der macht mir ja gerade wirklich zu schaffen. Der macht mir jetzt wirklich zu schaffen. Ich habe schon viele schwierige Gegner jetzt hier in Hollow Knight, aber der Gegner, der macht mir jetzt gerade momentan wirklich zu schaffen. So, ich würde sagen, das ist unser letzter Versuch. Vielleicht machen wir auch nochmal einen, kommt darauf an, wie schnell wir jetzt tot sind. Und dann würden wir uns ein anderes Mal um ihn kümmern. Dann mache ich mich wirklich so schlauer. Wieso? Jetzt hat er zwei... Okay. Nein, ich vergesse immer, dass ich nicht nachher nochmal reinlaufen darf. Das ist eigentlich so dumm von mir. Ich darf in die Flammen nicht nochmal reinlaufen. Komm, jetzt versuchen wir es noch einmal. Und nach dem Versuch sagen wir dann mal Goodbye. 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 So. Last try. Oh, nein, das heisst etwas anderes. Ich und mein Englisch, egal. So. Und ich darf mich nicht darauf verlassen, dass er am Anfang immer die gleichen Fähigkeiten macht. Ich muss ihn wirklich im Auge behalten. Ja, das hat wieder die gleiche Fähigkeit gemacht. Ich lasse mich immer wegen Blödsinn verwutschen. Das ist so mühsam. Nein, wieso? Ich hätte einfach stehen bleiben. Ach Mann! Ich habe mich gerade wieder so dumm angestellt, aber man muss so viele Sachen gleichzeitig im Auge behalten. Das ist so mühsam. Aber auf das raus machen wir doch gerade nochmal einen Versuch. Let's go! Auf das aber machen wir doch gerade nochmal einen Versuch. Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Auswendiglernen. Also es daran gewöhnen, gegen ihn zu kämpfen. Einfach es daran gewöhnen. Es ist schon beim letzten Mal so gewesen, es wird auch das Mal so sein. Ich glaube, in Hollow Knight muss man sich einfach mehrmals das Zeug merken, wie man gegen den Gegner muss klarkommen. So, Albtraumkönig Grimm. Das mal wieder die Fähigkeit am Anfang, beim letzten Mal nicht. Die Fähigkeit ist zum Beispiel beim letzten Mal gar nicht gekommen. Hey, jetzt ist er wieder hure schnell unterwegs. Wow. Nein, ich knuddle. In der Luft fliegen gleich, er kommt mit Feuersäulen. So, let's go. Das ist wirklich das letzte Mal. Jetzt werden wir meist auf den Keks gehen oder auch nicht. Aber das ist wirklich das letzte Mal. Danach brauche ich auch mal eine kleine Verschnaufspause gegen den Gegner. Und eben macht mich ganz ein bisschen schlau, wie ich gegen den am besten vorgehe. Vielleicht gibt es da eine bessere Kombination gegen ihn. Aber ich glaube, so sind wir eigentlich schon ziemlich gut dran, haben guten Passivschaden. So, let's go. Okay, was? Ja, ich bin in den Reinkumpel, ich knuddle. Zuerst macht er die ganze Zeit nur so komische Attacken, jetzt plötzlich macht er wieder Vollgas. Ja, Feuersäule, ich kann genau noch zurückgehen. Mann. Nice. Nein, ich habe doch genug schnell versucht. Ach komm, aber wenigstens haben wir es nochmal in die zweite Phase geschafft. Ist doch einmal easy peasy. Aber wisst ihr was, wie ich auch schon gesagt habe, ist das jetzt das letzte Mal gewesen, gegen ihn zu kämpfen. Ich glaube, gegen den braucht man einfach wirklich noch ein bisschen mehr Erfahrung. Also ein bisschen mehr Erfahrung gegen ihn zu kämpfen. Also wirklich noch ein paar Anläufe mehr. Aber ich persönlich würde sagen, wir schauen mal, ob wir in der nächsten Folge werden wir uns vielleicht ums Kolosseum kümmern.
oder nochmal um den lieben Grimm, um den Albtraum Grimm. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da für Hinweise oder Tipps. Bitte lieben gerne in die Kommentare, wenn ich gegen ihn besser klarkommen soll. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Danke vielmals und ciao!